The Loft wird Ihnen präsentiert von Unity Media. Herzlich willkommen in unserem super stylischen und mega digitalen Media Loft hier mitten im Herzen von Köln. Dekorativ neben mir steht der Marc. Und das ist die Anna. Und mithilfe dieses Media Lofts wollen wir euch zeigen, was in dem digitalen Zeitalter alles schon so möglich ist und was uns die Zukunft vielleicht auch schon bringt. Und wir fühlen uns hier schon so ziemlich wohl, sind direkt mit Sack und Pack eingezogen, inklusive Maya. So sieht's aus und wir haben natürlich auch Netzperten, die die aktuellen Webtech-Trends erklären. Wir haben Gäste, die den Digital Lifestyle wirklich leben und Gadgets, Kurioses und Nützliches rund ums Web. Genau, und unser Netzperte heute ist der Netzperte aller Netzperten. Er ist der Allwissende, die Lichtgestalt, das Metawesen. Ganz genau, nämlich ich. Du bist auch so mit Onkel Google, ne? Genau so sieht's aus und als Gast, der den Digital Lifestyle wirklich lebt, freue ich mich sehr, heute Elena Nazarov aus New York, sie ist Designerin, begrüßen zu dürfen, denn sie hat die Schuh-App gefunden. Das ist ja absolut mein Thema, Schuhe, mega spannend. Los geht's aber erstmal mit unserer neuen Kategorie What is Hot. Da fragen wir Menschen auf der Straße nach den aktuellen Netztrends, ob sie die kennen oder was sie sich darunter vorstellen können. Einer dieser Netztrends ist das vernetzte Zuhause, so wie hier unser Media Loft, wo man alles vom Smartphone oder Tablet steuern kann. Und deshalb war Anna heute Morgen schon mal unterwegs und hat die Leute danach gefragt. Mitten im Herzen von Köln, hier am Eigelstein, versuche ich jetzt mal herauszufinden, was sich die Kölner eigentlich unter so einem Media Loft vorstellen. Kommt mal mit. Können Sie mir vielleicht verraten, was ein Media Loft ist? Ein Media Lift. Do you know what's a Media Loft? Media Loft. Right, ja. No, I don't know. No idea. No idea. Guten Morgen. Guten Morgen. Das finde ich mal eine vernünftige Begrüßung. Ein Media Loft. Schenk, weißt du das? Also unter Loft habe ich ja eine bestimmte Vorstellung, unter Media auch, aber was ein Media Loft ist, weiß ich nicht. Ja, Media hat was mit Medien zu tun und Loft, eine offene Wohnung. Ein Media Loft? Keine Ahnung. Was ist ein Media Loft? Keine Ahnung. Demnächst könnt ihr einschalten, erklären wir dann mal, was das ist. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Ja gut, wie soll man auch etwas beschreiben, was man so vielleicht gar nicht gesehen hat? Ging mir aber ganz genauso. Als ich das erste Mal hier hingekommen bin, wusste ich auch noch nicht so genau, was mich erwartet. Da wollen wir jetzt ein bisschen Abhilfe schaffen. Wir nehmen euch mit komplett durch unser cooles Media Loft. Ich kann mir vorstellen, du hast garantiert auch noch nicht alles gesehen. Alles habe ich noch nicht gesehen, aber ich kann schon mal so viel sagen, die Technik-Freaks werden feuchte Augen bekommen und auch die Design-Freaks können sich dann die Taschentücher bei den Technik-Freaks ausleihen. Fangen wir an, gehen wir ab in die Küche. So, und unsere Küche in grasgrün gehalten mit einem Gasherd. Gut, sieht jetzt trotzdem noch relativ analog aus. Gebe ich dir recht, aber wir haben einen Steak-Grill in der Küche. Ich weiß nicht, wie du deine Steaks magst, da bleibe ich relativ oldschool. Du kannst dir deins auch gerne downloaden. Lustig. Stell dir vor, auch der hipste Digital Lifestyle braucht mal was Vernünftiges zwischen die Zähne oder zumindest einen vernünftigen Kaffee. Gut, Kaffee gibt's später. Wir wollen euch ja erstmal alles zeigen, deshalb weiter geht's. So, hier sind wir in unserer Chill-Area und das Ganze mit Monster Grill. Da werden Männerträume wahr. Mein Lieber, bitte nicht nur ans Essen denken. Wir sind hier beim Media Loft, nicht, dass die Zuschauer noch denken, wir sind hier bei Schöner Kochen mit Marc. Wäre aber auch ein schönes Format. Mein Lieber, Media Loft. Wir haben ein paar technische Fakten. Es ist überall Breitband, WLAN mit unfassbar viel Mbit. Da kannst du beim Chillen und Grillen ganz gemütlich auch deine Apps auf dem Tablet checken. Oder Grilltutorials gucken. Oder aufstehen und dich weiter mit uns umschauen. Maja, komm, wir müssen. Hilft ja nichts. Und hier sind wir auch schon direkt in unserer Rising Lounge mit einer riesen Sofalandschaft zum Rumflezen und einem Fernseher, der einfach mal so breit ist wie ich groß. Und unser Gast Elena ist auch schon da. Elena, how do you like our Horizon Lounge? Awesome. Perfect. We are back in a few minutes, aber erstmal wollen wir uns noch ein bisschen weiter umschauen. Unsere Gaming Station lässt wahrscheinlich jedes Gamer-Herz höher schlagen. Da ist wirklich alles am Pipapo dabei. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr viel zu sagen. Doch, eine Sache gibt es noch, Anna. Und zwar, schaut mal hier, der Ausblick. Mega Kulisse beim Daddeln, Domblick, absolut atemberaubend. Ich glaube, viel besser geht's nicht. Ja, ich glaube, das gibt es auch kein zweites Mal. Aber eine Sache haben wir noch. Es gibt natürlich noch ein Highlight, wie es gehört, das Beste zum Schluss. Und das zeigen wir euch jetzt. Gehst du vor?
Nee, geh du mal, weil wenn ich fall, dann nehme ich dich wenigstens mit. Selbstverständlich. So, auf jeden Fall bisher würde ich sagen, eine extrem geile Bude. Hast du eine Zahnbürste dabei? Zahnbürste habe ich diesmal nicht eingepackt, können wir nächstes Mal machen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, könnte man hier schon eine Woche oder auch 2 wohnen. Ach, guck an hier, Klassiker, Treppentrick. Ja, kann man mal machen. Kino zu Hause? Absoluter Wahnsinn, so ein Kino in den eigenen 4 Wänden zu haben. Ich glaube, viel geiler geht's nicht. Es ist auch einfach mal dran, was dran sein muss für das richtige Kinogefühl. Dolby Surround, Ambilight und ein 4K-Beamer. Also ich gebe tatsächlich zu, ich würde mein Ankleidezimmer zu Hause dafür hergeben. Gut, ist auch das Mindeste. Und ich kann noch einen oben draufsetzen. Es gibt eine PlayStation 4, die angeschlossen ist. Alles total vernetzt. Wirklich der absolute Wahnsinn. Und ich werde es erstmal austesten und eine Runde zocken. Die sehen alle auch schon ganz schön groß aus, ne? Die sind auch alle relativ groß. Aber größer als du, ne? Nicht alle, aber die meisten. Wenn ich einmal zocke, zocke ich. Da Aber lenkt komm, mich nichts ab. Lass uns doch irgendwie eine Schnulze gucken, dann können wir gerne noch ein bisschen was hier sitzen bleiben. Wenn nicht, würde ich vorschlagen, arbeiten wir auch einfach mal noch und klären ein paar Fakten. Käme auf die Schnulze an, dann würde ich den Deal eingehen, aber ich sehe ein, dass wir noch ein bisschen arbeiten müssen. Zocke ich nachher einfach fertig. Ja, guck mal, da, zack. Oh, war ein Korb, ne? Oder? Ja, da spricht die Expertin. So, wir stellen euch jetzt hier den Netzperten vor. Das ist einer, der in seinem Fachbereich quasi eine Koryphäe ist, der also alles weiß über das Internet. Aber es geht nicht um Bill Gates oder den Geist von Steve Jobs und auch Oliver Pocher ist es nicht. Nein, wir haben das Internet persönlich zu Gast. Also wir hatten es zu Gast, bis Anna es fallen gelassen hat und jetzt ist es kaputt. Sorry. Aber wenn man was wissen will, dann fragt man heutzutage das Internet. Und wenn wir einfach mal im Internet das Internet googeln, dann finden wir unter anderem diese Bilder. Aber kommen wir zu den Fakten. Das Internet ist alt, ja fast schon historisch im Grunde. Los ging es nämlich im Jahr 1969, viel früher, als ich das erwartet habe. Und eigentlich war das Ziel dieses Projektes, die Kapazität der damals teuren großen Rechner besser zu nutzen und zusammenzulegen. 1990 ging es dann los mit dem Internet für jedermann und seit 2003 gibt es dann das Web 2.0 und da steht eben die Interaktivität im Vordergrund und durch Plattformen wie Facebook, Twitter oder YouTube. So, ich freue mich, jetzt kommen wir endlich zu unserem Gast, Elena Nasaroff aus New York. Sie ist Stardesignerin und belebt diesen Digital Lifestyle mit ihren Schuh-Apps völlig neu. Komm, wir gehen mal hoch. Hi, nice to see you. Nice to Elena, meet you so guys. nice to have you here. But before we go into detail with the shoe app, the first question is how important is internet for you and how did it change your workflow as a designer? Well, internet is very important for all of us. Can't you are. can't live without it anymore. As a designer, it has 2 aspects. Number 1, it connects you directly to your customer through social networking. I also have online shop where I sell my product, so I can relate it directly to my customer. I don't need to go through any other channels anymore. And it helps me to work with my atelier and travel, to do different kind of research of material and factories. Excuse me. She's a clown. She's so funny. So I see no internet, no shoe app? Yeah, Maybe can I try it? yeah, absolutely. I would love you to. Gut, ich will es aber auch testen. Which Yeah. one is for me? Not really for you, but we might try as well. So far, it's only for women. It changes the way your shoe look completely. It's very easy to travel with. So you can, for example, you have your shoe, you like your shoes, but I love my shoes. Trends are changing. So next season there is fringes. So instead of going and buying different shoes, you can just put shoe ups. Oh, okay. You know, and it changes the way your shoe look completely. It's also great for traveling. Genau mein Style. I make, yeah, Exactly. awesome. Maybe you need a men app. Maybe I need a man apps. I Yeah. also will try that one. Yeah, Noch absolutely. unglaublich schick, die Jeans so hochgerutscht zu tragen. Mensch, Maya ist auch begeistert. ich vermisse die Zeit, als man die Hosen noch in die Socken gesteckt hat. Fand ich super. So, muss in mal der stehen. Zwischenzeit habe ich auch einen neuen Schuh innerhalb von Sekunden. Elena, maybe you can tell me where can I buy those apps? At our store online, shoeapp.com. So, maybe you can show us. That's a different one, right? Yep. Also ich glaube, wir haben eine ganze Menge schöne Schuh-Apps gesehen und auch schöne Schuhe, die dann schön aufgewertet wurden. Zum Beispiel auch deine. Absolut. Oder gerade deine. Meine wurden auch extrem aufgewertet, wie man sieht.
Und alle Informationen zu Elenas Schuh-App, die findet ihr unter dem Video. Da könnt ihr dann auch nochmal selber schauen und da werdet ihr ganz sicher fündig. Ich sage an dieser Stelle erstmal Danke. Thank you, Elena. Thank you very much. Und wir ziehen die Sachen jetzt hier noch aus und dann geht's gleich weiter. Ich möchte euch jetzt mal beweisen, dass so ein Smartphone und in meinem Fall iPhone mehr Humor hat als Marc. Was natürlich nicht gelingen wird. Ich versuche es allerdings mit Google. Wir vergleichen mal so die sprachgesteuerte Suchfunktion der beiden Anbieter und schauen mal, wer lustiger ist. Oh Gott, Siri spricht schon mit mir. Ja, Entschuldigung. ich würde sagen, Siri quatscht schon rein, das ist schon erst ein Minuspunkt. Soll ich mal sagen, du fängst an? Okay, Siri, Ich fände es schöner, wenn du mit mir redest, Anna. Erzähle mir von deinen Träumen, von deinen Hoffnungen, davon, wo ich einen Tisch reservieren soll. Da ist jemand relativ verschossen in dich. Ja, Siri hat eben verstanden, Gott, Siri, sprich mit mir. Gott, Siri, sprich mit mir. Ja gut, dann weiß man, wer bei euch beiden die Hosen anhat. Absolut. Siri, was ist der Sinn des Lebens? Über Fragen wie diese nachzudenken. Oh, Also sehr was- philosophisch. Philosophisch. Google kriegst du bestimmt auch hin. Was ist der Sinn des Lebens? Sinn des Lebens. Bei der Frage nach dem Sinn des Lebens geht es um die auf einen Zweck gerichtete Bedeutung des Lebens im Universum an sich oder um die biologische und soziokulturelle Evolution, insbesondere des Homo sapiens. Ja, ich würde sagen, das hat jeder verstanden. Ist nur nicht witzig, sondern sehr theoretisch. Aber immerhin kam eine vernünftige Antwort. Okay, vielleicht kann es ja beim Witz witziger sein. Siri, erzähle mir einen Witz. Entschuldigung, Anna, ich kenne gar keine richtig guten Witze. Ja, das war mies, Oh, das war aber... aber ist wenigstens ehrlich. Ich versuch's bei Google. Erzähle mir einen Witz. Da zeigt er mir jetzt nur Videos an mit lustigen Witzen und so, aber erzählen tut er mir auch keinen. Ich versuch's mal mit dem Sport. 1. FC Köln. Der FC Köln spielt morgen um 3:30 gegen die TSG Hoffenheim. Und gewinnt. So viel schon mal vorweg. Komm, ich will auch den Wollte ich sagen, FC-Check machen. jetzt muss er auch vergleichen, ob Ja. Siri beim Sport auch fit ist. 1. FC Köln. Tut mir leid, Anna, ich kenne viele Statistiken für 1. FC Köln, aber das kann ich nicht beantworten. Aber ich habe ja noch nicht mal eine Frage gestellt. Ich habe ja eigentlich nur... Schlechter. Eindeutig schlechter. So, wenn man die beiden vergleicht, würde ich sagen, ist Siri doch den Tick witziger, aber Google kriegt es eigentlich auch ganz gut hin. Wenn ihr lustige Fragen habt, die man den beiden Geräten stellen kann, dann schreibt ihr einfach unter dem Video in die Kommentare. Dann können wir die auch mal ein bisschen ausprobieren und erweitern. Genau, und pass mal auf. Was ist 0 durch 0? Stell dir vor, du hast 0 Kekse und verteilst sie gleichmäßig auf 0 Freunde. Wie viele Kekse bekommt jeder? Siehst du, das macht keinen Sinn. Und das Krümelmonster ist traurig, weil es keine Kekse mehr gibt. Und du bist traurig, weil du keine Freunde hast. Ja, so, schönes Schlusswort an dieser Stelle. Du hast keine Freunde. Ärgerlich. Liebe Leute, das war's mit der ersten Folge vom Loft. Wir hoffen, euch hat's gefallen, sind aber natürlich gespannt auf eure Kritik, Wünsche, Anregungen. Schreibt uns die einfach mit dem Hashtag Loft unter dem Video in die Kommentare. Es geht aber noch weiter. Wenn ihr was entdeckt habt im Netz oder vielleicht sogar selber eine coole Idee habt, dann schreibt uns unter dem Hashtag Ich will rein, warum wir auf euch auf keinen Fall verzichten können in der Sendung. Ja, und das war's im Grunde schon fast von meiner Seite. Ja, da findet ihr natürlich auch nochmal alle Informationen zu unseren Experten. Ihr könnt natürlich auch jederzeit auf kölntv.com euch die Videos gerne nochmal angucken. Wenn ihr nicht genug von unserem Medialoft bekommen habt, gerne einfach mal draufklicken. Hätte ich vollstes Verständnis für und aufgewärmt schmeckt eh immer besser. In diesem Sinne wünschen wir noch einen angenehmen Tag. Tschüss und das war's. Genau, und heute haben wir als Netzperten den Netzperten aller Netzperten zu Gast. Das Allwissende, der Allwissende, das Metawesen. Ja, mach die GoPro noch an, bitte. Oh, die Klappe ja hier, oder? Und hier sind wir auch schon direkt in unserer Horizon Lounge mit einer riesen Sofa-Landfläche, Landschaft. Entschuldigung, lebt Bill Gates? Bill Gates lebt noch, ne? Nicht, dass ich das vertausche. Ist es Steve Jobs oder der Geist von Bill Gates? Wäre Mist. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Das lässt wahrscheinlich jedes Gamer-Herz höher schlagen mit allem Pipapo. Meins auch. Also ich finde es auch super geil. Du musst das unbedingt sagen, da gibt es nichts mehr. Also.
Loft wurde Ihnen präsentiert von Unity Media.